Den Tobias Schlank und Dana Glaser emigrieren 1922 aus Polen auf Lützeburg. Sie fanden 1930 in Neidouin zu Esch-Ursicht. Der Josef, genannt Josie, wird 1924 geboren. Seine Schwester Sophie ist 2 Jahre mehr alt. Der Pap schafft als Schmelzarbeiter auf der Arbeit. Der Josie möchte eine Lehre als Kurve. Seine Schwester Sophie lehrt für Modistin. Familie Schlang geht am Mai 1940 mit anderen Lützeburger Familien aus dem Süden vom Land evakuiert. Sie kennt aber kurz danach nicht auf Lützeburg zurück, obwohl das für jüdische Familien eigentlich verboten ist. Der Nazi-Okkupant zwingt Familie für einen Staat zu plündern. Der Pap, Sophie und der Josie verlieren ihr Arbeitsplatz. Pap Ayon musste von Elo als Zwangsarbeiter an einem Stehkopf zunächst an Deutschland schaffen. Wegen sogenannter anti-deutscher Gesinnung gingen Tobias Schlang und Dana Glaser festgeholt und von der Gestapo an der Villa Pauli verhört. Auch die Josie muss sich bei der Gestapo melden, wird verhört und misshandelt. Die Familie Schlang wird am 16. Oktober 1941 an der Ghetto-Litzmannstadt am besetzten Polen deportiert. Hier wird Josie von seiner Familie getrennt. Während seine Eltern und seine Schwester am Ghetto Litzmannstadt arbeiten müssen und unter extrem harte Konditionen und die Valier bekämpfen, durchlebt Josie Schlang bis zum Ende des Krieges Teil von unterschiedlichen Lagern. Zwangsarbeiterlager an den Bleichen, Posen, Lager Wollstein, Konzentrationslagern Auschwitz-Birkenau und Mauthausen. Briefe und Postkarten von Josie und die jüdische Kultusgemeinde an das jüdische Gemeindebüro zu Lützeburg berichten von harter Arbeit an dem Lager Posen, von Honor, von Verlanern und der Familie an Lützeburg. Der Kontakt mit Leuten von daheim ist für die Josie wichtig, für durchzuhalten. Wichtig sind die Päckelscher mit ein bisschen Proviant, die Josie geschickt wird. Den 21. April 1942 schreibt er, im Lager an den Bleichen ist Josie Schlang am Lager Wollstein. An den 27. August 1943 könnt ihr ein Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Der Josie Schlang ist den Häftling Nummer 1, 4, 1, 5, 5, 6. Diese Nummer kriegt ihr nur der Selektion auf der linken Unterarm tätowiert. Hier bleibt ihr, bis Lager den 18. Januar 1945 abgelegt wird. 2 Tage und 2 Nächte dauert der sogenannte Todesmarsch Richtung KZ Mauthausen an Österreich, wo die Josie Ende des Krieges von den Alliierten befreit wird. Bei seiner Befreiung wollte Josie Männer wie 40 Kilo. Aber wer jener Lützeburg zurückkommt, wohnen andere Leute an der Wohnung. Der Josie steht ganz allein da. Seine Eltern und seine Schwester sind nicht mehr hingekommen. Wahrscheinlich sind sie am Vernichtungslager Schalmloh am Mord gehen. Der Josie Schlang schafft im Krieg als Schmelzarbeiter. Er besteht sich und gründet eine Familie. Lange Jahre ist sie in der Zeitzeit am Resistenzmuseum aktiv. Den 24. November 2013 stirbt Josie Schlang. Martin stirbt der letzten lützeburgischen Auschwitz-Überlebenden.
Musik